Spannend geht das Training weiter, Freunde, hier bei Xenoblade Chronicles. Nicht nur das Training, sondern natürlich auch die ganzen Kämpfe. War sowieso sind wir irgendwie hier bereits ziemlich weit oben im Mekonis. Das ist eigentlich schon ziemlich gut. Aber noch nicht gut genug, wir wollen ja zu Egil gehen und dazu müssen wir erstmal die Kontrollplattform aktivieren. So, das ist irgendwie da unten noch eins, dann kommt da erstmal Xord an. Aua. Xord will's wissen, Xord will's... Hallo? Was ist das jetzt? Ja, eine Kameraperspektive, kann kämpfen so. Hallo, Spiel, ich habe gerade wieder Standardsicht drin. Toll, muss manuell verstellen, ganz toll. Shield. Oh, Verstärkungsangriff umgeworfen, sehr schön. Level 67, für uns kein Hindernis mehr. Komm schon, 66 greifen für euch dazu. Egil, gehe! Was auch immer das dann für ein Pseudo-Endkampf werden soll, weil der Endkampf ist garantiert noch nicht. Also das könnt ihr mir nicht erzählen, Leute. Dass irgendwie Schuldnach gegen Egil antritt in einem Kampf um Level 70 und so und plötzlich heißt, ja, wir haben ihn besiegt und so, er hat's verstanden, ja, und jetzt einen Angriff einstellen und Sand ist sowieso tot und so und irgendwie sein Plan, uns irgendwie zu seinem zweiten Nachfolger zu machen, das spielt jetzt wie auch Mekonis vernichten, wer es versucht hat. Das klappt alles nicht und so und alles picobello super. Also das glaube ich eher weniger, also so sein wird. So, kommen die anderen auch von da oben und so, ich habe es doch auch erwischt. Nicht wahr? Also wie gesagt, dass wir da Egil überzeugen können, dass das, was er jetzt macht, irgendwie Vergeltung ist zwar, können wir zwar verstehen, aber auch nicht die Lösung ist. Dass so herauskommen wird, da kann ich zwar dran glauben, aber dass das dann bereits das Ende sein soll, nee. Also dafür wurde jetzt das Spiel viel zu sehr in die Länge gezogen, das Spiel, sprich vom Story-Modus her und so. Das ist einfach nur so eine einfache Erklärung von wegen, Egil hat es verstanden und verzeiht uns und alles, dass das bereits zum Schluss des Spiels führen soll. Das kann ich mir nicht vorstellen, wäre fast ein bisschen enttäuschend. Nee, da kommt garantiert noch etwas sehr viel Größeres. Vielleicht hatte sogar die Wiederaufstehung von Sansa. Obwohl ich mich in der Frage, wie das sein soll. Ich meine, hallo, der Typ ist tot. Aber eben. Das hatten wir ursprünglich bei Fiora ja auch. Und jetzt, ja. Jetzt kämpft sie mit uns. Da sehen wir uns mal wieder, Freunde. Es ist nix unmöglich. Vor allem Videospiel nicht, wo sowieso alles ziemlich unlogisch sein kann. Und vor allem auch schmerzhaft. Aua. Mit dem blauen Fleck. Du ein Penner, ey. Fast schon stärker als der Xord von vorhin. Yes, we are a great team. So, die dritte. Vielleicht kriegen wir bereits in diesem Part noch die vierte Plattform hin. Wäre allerdings cool. Wir müssen allerdings die nächste Frage, ist noch irgendwie noch trainieren für 66 Level oder kämpfen wir einfach 65, weil... Ja gut, natürlich die andere Frage, taucht es wirklich noch Jada-Gesicht auch noch auf, aber ganz ehrlich, Leute, du müsst ja echt ständig trainieren, damit du irgendwie eine Chance hast. Aber doch irgendwie schon ein bisschen doof, wenn du irgendwie permanent im Training bist, nur damit du einigermaßen eine Chance hast gegen die Gegner. Ja, toll, ich bin noch hier im Justizbezirk. Da freue ich mich natürlich sehr drauf. So, Entschuldigung, kein Interesse an dir. Nur daran. Eine weitere coole Ätherstation. So, wieder runter. Oh, Hilfe, uns entdeckt, Der letzte ist da drüben, wir kommen doch schon. Da ist bloß wie am besten. Unten durch, was? Würde doch auch mal sagen. So. Jetzt bin ich halt so hier und dann gehe ich hier wie weiter. Da habe ich irgendwie das Gefühl, dass ich hier ein bisschen falsch bin. Kann das sein? Crazy.
Okay, M37, der Eifer. Ja, auch der Eifer zählt natürlich, ganz klar. Boah, Alter. 3 Level höher, die haben gar keine Chance mehr. Tschüss. One-Hit-Kill, oder? Yep, Alter. Was für ein Schaden wir so anrichten können. Das sind wieder mal ganz große Typen. Kein Bock auf euch. Tschüss. Zerstörer-Boss. Oh. Das war levelmäßig eines niedriger als wir, aber ich habe das Gefühl, dass der uns noch was beibringen kann. Alter! Ist klar. Ist gerade unsere Abwehr runter? Oh. Hey, Freunde, der Typ ist gerade zu stark für uns, kann das sein? Nö, come on, ey. Das gibt's nicht. Ja, dann 3 Level tiefer. Buh, weg waren sie. Der ist 1 Level tiefer. Der macht's platt. Unlogisch auf einem neuen Niveau, hey. Was heißt denn bei Xenoblade Chronicles? Ich wünsche, ihr könnt ihr die Ausweichrate geben, aber für daraus wird nichts. Critical, komm schon, dann, Ben. Er ist ein bisschen langsamer. Hoffen, das bringt doch was. Nacktes Leuchten 5, Schulk. Ich weiß, du bist schnell und so wegen Agilität, aber ich hoffe, ich werde trotzdem dankbar, wenn hier noch. Ja, Gott sei Dank, hey. Schild! Weg mit dem Schaden auf 1 reduziert. Ja, Pech gehabt, Kumpel. Dreh dich rum. Ah, Mann, komm schon. Auf den anderen los. Der Clown geworfen, ist klar. Bin down. Und wer zurück? Danke, Schala. Jetzt heilen wir doch auch. Nein, das klingt ey. Alter, wie KP hat denn der? Ist ja unmenschlich. Hartes Rammen, na toll. Da bringt nichts außer drauf zu hauen. Du. Echt jetzt? Oh, scheiße. Wow, wieso ist das für mich los? Ich wusste gar nicht, dass der Zusatzeffekt des Monado oder von der Monado-Attacke ist, dass die Gegner auf mich dann losgehen. Na toll, nach das Leuchten. Und die Vorwarnung auch natürlich toll. Ja, ich hole schon zurück. Zack, so, bist du wieder? Geht doch! Meine Fresse, hey. Das ist ein alter Schrothaufen, was ist da unten für einer? Ja, servus. Oh, meine Güte, hey. So, ich muss irgendwie rüber. Hallo? Oh. Ja, und das klappt dann? Sieht fast so aus. Hui. Nee, kannst du knicken, Freundchen. Kannst du knicken. Oh, was ist denn das wieder für einer? Ja, Trost. Ja, ich wünsche, es wäre mir ein Trost. Das ist ein richtiges Trostpflaster. Ja, ich weiß meine Sprüche auch. Was denn jetzt mit der Attacke drin? Stürmen. Oh. Kacke. Geht's da noch? Ja, der Zielzwang, er lebe hoch. Du. Dann, du schaffst es. Ich glaube an dich. Wer kommt da von hinten? Hallo? Wo kommt der plötzlich her? Ja, ist klar. 66. Nee, tschüss. Kein Bock drauf. Kann knicken. Scheiße. Über
ein Gegner nach dem anderen. Ja, das ist nur einer, das gibt's nicht. Ja, toll, eine Falle. Sonniger Okrobos auch wieder ab. Dann nehme ich lieber den anderen. Du. So, hier passt doch. So, jetzt kannst du kommen. Was? Beide direkt? Ach nee, sind andere, okay. Oh, ist ein bisschen eng hier, ein bisschen sehr eng. Immerhin, wir machen relativ gut Schaden. Mann, ey, geh mal der andere auf die Senker. Auf die Senkel. Du bist mir gar kein Trost. Hau doch ab, Mensch. Sie können jetzt gar nicht gebrauchen. Sorry, aber ist so. Umgeworfen, ist klar. So, aufhelfen, bitteschön. Das war knapp. Das hat beinahe mein kleines, aber feines Leben gekostet. Gleitschwert 5. Monado-Schild, hallo. Und ich brauche ihn ganz dringend. Da kommt's auch schon, wie gerufen. Dankeschön. Gleitschwert abgewehrt. Komm schon, Zielzwang, dann beim Sätze sein. Ne, da kann andere Sorgen. Oder irgendwie, nicht unbedingt Sorgen, aber vor allem, will vor allem ein anderes Ziel. So, komm schon, haben wir fast. Viel fehlt nicht mehr, im Team sind wir unschlagbar. Du. So, nur noch dieser dämliche Aschentyp. Den machen wir auch noch platt. Oh, verdammt. Na, Mann. Schala, du machst immer so. Und das richtig sehe. Immer ohne Vorankündigung. Was soll denn das? Zack. Die Asche ist mit uns. Oder auch nicht. War es nicht schon wieder. Die große Combo. 6. Geil. Nee, gar nicht. Dann sagt die Blutung, schnell. So, da kommt der Monado-Schild gleich noch hinterher. Und das war's mit der großen Combo. 8 Schaden, klar. 8 mal 1. Wow, das tut das sehr weh. Alter Schwede, ey. So, haben wir das auch geschafft. Da ist ein Xor-Typ noch. Genau, jetzt wird doch hier oben noch irgendwas machen. Bevor der Rüde unterbrochen wurde. Genau, wie vom Terminal angewiesen. So, und ist das letzte noch? Gut, dann haben wir erstmal gegen den da. Und dann, glaube ich, vermutlich sogar im nächsten Part dann gegen unseren Xor, dürfen das die 4. Säule. Und dann gehen wir zu Egil. Wenn er so klappt, wie ich es mir hoffe. Oder denke. Oder vermute. Oder hoffe. Ich habe jetzt Xor da unten getroffen. Er schwankt. Aber kann ich nicht umwerfen, das kann nur Dunban. Bist du überhaupt Dunban? Ey, wo ist der hin? Das ist Fioran, wo ist Dunban? Ach nur, der ist unten. Was macht denn der da unten? Ey, ist er echt unten? Tatsache. Das ist einfach nicht, Mann! Umgeworfen, tschüss. Fiora zurückholen.
So, geht doch, dankeschön. Und da kommt der Xord von unten. Na, dankeschön, Dunban. Nichts mehr, ich sehe nichts mehr. So viel los, so viel los. Boah, klasse erledigt. Geil. So, können wir jetzt bitte ganz kurz zurückholen. Boah. Mann, Dunban. Wieso gehst du da nach unten und willst den Typen da erledigen? Wieso? War gar nicht nötig. Ja, schön bin ich da hier. Toll. Boah, Alter. Die NPCs mit ihren Logiken, hey. Ist das bescheuert oder was? Er war doch hier bereits. Ach nö, jetzt muss ich wieder runter, wieder gegen den Xord antreten. Toll. Nö, so gar nicht hier, aber egal. Ja, also sprich, fast der ganz letzte Part war für die Katz. Toll. Ja, super, vor allem natürlich sehr. Aus dem Weg da. Wir sind auch im Weg, Kumpel. Mann, Alter, Kameraführung für den Arsch. Oh je, das Spiel hat echt noch. Also, wenn da irgendwie bald mal Xenoblade 2 und so rauskommt, dann bitte solche Dinge beachten und bitte verbessern, weil das ist dann schon ein bisschen sehr nervig. So. Freunde, wenn wir sagen, das war's für heute. Im ersten Part machen wir zuerst mal eine Xord-Platte, danach hole ich mir ihn da oben und dann gehen wir die Plattform. Wird irgendwie schon noch gehen und ja, bald schon Level 66 für unseren Schulgebäude. Wird doch schon noch hoffentlich lustig werden. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.